Und ich lese erst, dass die Jünger sollen an Jerusalem warten, bis sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat. Und das, was der himmlische Vater an verspricht, passiert Pfingsten. In Englisch nennen wir Pfingsten wer weit? Glaube ich alle, right? Pentecost, right? Pente meint 50, right? 50 der nur Austern, deswegen nennen wir dort Pentecost. Was Pfingsten meint, das weiß ich nicht. Aber einen Tag wollte ich da nur sein und dann kann ich Ihnen vielleicht eine Antwort geben. Aber Pentecost meint 50 der nur Austern und die sei wie Pfingsten oder Pfingsten, ja. Wir lesen in Apostelgeschichte 2 von Vers 1 bis 4, als der Pfingsttag dann kam, dann werden sie alle auf eine Stelle taub. Und plötzlich hielten sie, so am Sturm, ein rügendes Geluid vom Himmel, sodass es am ganzen höchsten hören wir, wo sie sollten. Und dann sahen sie mit einmal Wort ab all die Jünger. 4 Flammen, nicht? So Tongue, ja. Und die sahen sich ab jeder einem von an, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und von der in unserer Bibelbetrachtung, wo wir die Pfingstengeschichte studieren, und besonders, wo der Heilige Geist Petrus sein Leben verwandelt hat. Wir wissen, dass all die Jünger mit dem Heiligen Geist gefüllt werden und gedeiht werden, aber wir werden ganz besonders unseren Fokus auf Petrus Helm von der Samaris und sein, wo sein Leben verwandelt wird, nur dem, dass er mit dem Heiligen Geist gedeiht wird. Okay? Und indem wir Petrus sein Leben betrachten, wo wir sein, wo das meint, mit dem Heiligen Geist gedeiht zu werden. Okay? So, das, was wir von der betrachten werden, wir werden den Pfingsten-Geschichte studieren, aber auch ganz besonders Petrus sein Leben, und wo Gott sein Leben durch den Heiligen Geist verwandelt hat. So, wir lesen an den Versen 5 bis 6, dass nur dem die Christen mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, dann fangen sie an andere Sprachen zu reden, nur als der Geist an dort möglich macht. So, wohnen dann in Jerusalem Juden oder gottesfürchtige Männer, sagt die Bibel, von allen Ländern unter dem Himmel. Und als sie dort Gelüt hielten und kamen ein Großteil verwilligt taub, wie sie hielten dort die und an jedem seine Sprach reden deuten. Okay? So Pfingsten, wir für die Juden ein großes Fest, wo Juden über die ganze Welt nach Jerusalem kommen würden, Gott anzubeten. Und die Bibel sagt, dass in Jerusalem wohnten auch viele Juden von alle Wegen, right? Die von alle Wegen gekommen wären und die wohnten nun in Jerusalem. Und die haben gehört, was die Jünger gepredigt haben, aber was wir besonders gemacht. Woran wir das ganz was Besonderes, was sie durchhielten an Pfingsten? Was haben sie gehört? Ja, was einmal gepredigt wird, haben sie in ihrer eigenen Sprache gehört, right? Und dort wir was ganz Besonderes, die wissen, dass das wir bloß einfache Galiläer und die haben niemals da ihre Sprachen können lernen. So, das wir ein Wunder Gottes. Die wissen nicht, wo das möglich wäre. Ganz verwundert, sagt die Bibel. Früher sie sind nicht all diese, die du reden von Galiläa, wo ist dort dann, dass wir die ein jeder in seine eigene Sprache hören. So, die haben kurz gesagt, dass das was Wunderbares wäre, dass das ein Wunder wäre. Und die anderen überhoden ihren Sport, die Rewe in Seden, die haben zu viel Wein getrunken. So, die mir ungefähr Sport der war, Spuß der war. Anstatt Gottes Wunder durch zu sein, anstatt Gottes Wirken oder Werken durch zu sein, haben sie Gott, wir würden kennen sein, durch gelastet, nicht? Und dann stand Petrus mit der Alve ab und er fing mit einer lauten Stimme an zu reden und er sagte an, Männer von Judäa und all die in Jerusalem wohnen, das soll je weiten und horch, was ich ihnen sei. Wow. Ganz klar und direkt hat Petrus hier gepredigt. Mit voller Kraft und Mut. Und hier fangen wir an den ersten Punkt, wo wir betrachten werden, wo Petrus Pfingsten verwandelt wird. Der Heilige Geist hat Petrus sein Leben, nicht bloß sein Leben, seine Natur, was er an sich hat, gereinigt, verwandelt, zu was nicht. Und Petrus wie einer, der immer wahrlich wird, was hastig zu sein oder zu tun. Und vierten seht er, und deut er Dinge, was gut und reich führen, aber er hat auch vierten Dinge getan oder gesagt, was selbstsüchtig werden.
oder was aus anderen Motiven gekommen wären. Zum Beispiel, als Jesus seine Jünger in Matthäus 16, Vers 15 frug, und wer sei je, dass ich sie, antwortet Simon Petrus und sagt, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Wie das reich, was er gesagt hat? Ganz reich, right? Ganz reich. Aber wenn wir mal ein paar Vers wiederblicken dann, im selben Kapitel lesen wir in Vers 21 bis 23, der selbe Petrus, okay? Von dann an fängt Jesus seine Jünger dort beizubringen, dass er nach Jerusalem gehen muss und durch die Ältesten und die hohen Priester und Schriftgelehrten viel wird Leiden machen und dort gemerkt worden und über den dritten Tag vom Tod abstehen wird. Und dann nimmt Petrus am zu sehen, er nimmt Jesus zu sehen und sagt ihm, Gott bewahrt die, so was soll die nie passieren. Woran will Petrus nicht haben, dass das Jesus passieren soll? Hey, doch menschlich, ja, absolut. Und Jesus dreht sich nach Petrus und sagt ihm, so tun. Er nennt ihm so tun. So tun, sei du die weichkommst. Du stehst mir am Stich. Du denkst nicht so aus Gott über uns Menschen. Wenn wir dort bloß so hostig überlesen würden, dann würden wir vielleicht gedacht haben, okay, dass wir wegen seinen Läufe Jesus, er will nicht haben, dass Jesus leiden soll, dass er sterben soll und so weiter, und dass wir vielleicht, hat auch mit seinen Leib was zu tun. Aber er doch menschlich, right? Er doch menschlich. Jesus wie gekommen, um für uns zu sterben, right? Er gibt sein Leben für uns. Du wegen er gekommen, um uns von unseren Sinnen zu raten. Wenn er dort nun nicht tun wird, wenn er sein Vater sein Willen nicht getan hat, dann wird Sutton Hand gewonnen. Und du wegen nannt Jesus am Sutton. Wegen er doch menschlich und nicht so aus Gott. Lass mich noch ein Beispiel erwähnen, von wo Petrus vor Pfingsten wir. Das finden wir in Matthäus 26. In Matthäus 26, 31. Diese sagt die Bibel ans, dort euer Jesus vorgenommen ward, am verrüht all seht heute seine Jünger. Matthäus 26, 31. Diese nach, wo ihr alle euren Everme. Mit anderen wird gesagt, ihr wollen mich alle verloren. Ihr wollen mich alle verloren. Und dann verspricht Petrus, er verspricht das. Er sagt in Vers 35, und wann ich mit die sterben mat, ich werde die nicht verlieren. Und so sehen die Jünger alle. So, da wird nicht bloß Petrus, aber er wird der Erste. Er muss für die anderen alle reden. Er hat hostig einmal was zu sagen. Und wann ich für die sterben mat, werde ich die nicht verlieren. Warum hat er das gesagt? Wir können sagen, vielleicht wenn er am so sein Leib hat, ja. Oder vielleicht wenn er sich zu was Großes merken will für die anderen Jünger, right? Auch wenn die alle die verlieren wollen. Ich war nicht. Und dann Luther, wenn als Jesus vom Tod abgestoßen wird, dann sagt heute Petrus, und hast du mich lieber als all diese anderen Jünger? Er erwähnt dort Vater, right? Und dann sagte er ihm, du folge mir. Ich werde ihn nicht verlieren. Und dann, als es erst so weit wird, dann verliert Jesus mehr als all die anderen hatten. 3-mal verliert ihn. Er verliert Jesus, um sein eigenes Leben zu bewahren. Und das ist menschlich. Das ist menschlich. Und mit diesen Beispielen frisch am Sinn, werden wir Tränen an dem Teig gehen. Apostelgeschichte 2. Du in Apostelgeschichte 2 los, wie wo Petrus mit der Alf abstimmt. In Anfang mit einer lüde Stimme zu reden und sagt, Männer von Judäa, und all die, die in Jerusalem wohnen, dit soll je weiten, und hart, was ich jünd sei. Wie dit derselbe Petrus? Ja, wir waren bereit, was zu sein, aber diesmal hat er nicht aus seinen eigenen selbstsüchtigen Motiven geredet, diesmal hat er für Christus geredet. Diesmal wieder anders. Er war bereit,
Jesus zu verherrlichen und das Evangelium zu verbreiten, Kranken tun, wo andere am undun wurden. Er wird am nicht mehr verlieren, so er ihr steht. Nie wie er anders. Und wenn Christen mit den Heiligen Geist gedeiht worden, dann beleben wir eine Reinigung am Hort. Lehrt die Bibel ans. Aber die Frau erst wird reinigt der Geist in unserem Hort. Dort kann nicht unsere fähige Sünden sein, denkst durch unsere Bekehrung hat Jesus die wahrgenommen, right? Der hat uns rein gemerkt, der hat uns zu Wort nicht gemerkt. Durch Jesus Christus in seiner Erlösung, sah wie Wort zu Wort nicht gemerkt worden. Die alle Sünden sind vergeben worden. Der Heilige Geist reinigt uns von was anderes. Der reinigt uns von unserer verdorvenen Natur. Und was meine ich damit? Jeder Mensch wird mit dieser verdorvenen Natur geboren, wie es Adam und Eva am Garten Eden gesündigt haben. In 1. Mose 4, Vers 1, das ist Genesis 4, Vers 1, lesen wir, als Gott den Mensch Möglichkeit wo hat Gott Adam gemerkt? In wem sein Ebenbild? Krieg. Ja. Und Gott sein Ebenbild gemerkt. Er hat die rein und heilig gemerkt. Kriegst du es Gott aus? In ihrer Natur wie auch rein. Und das meint, was immer sie deuten, haben sie ihre reine Motiven getan, Gott zu gefallen. Was sie von so tun verletzt worden wären, gegen Gott zu sündigen. In diesem Sinn hat nicht bloß an von Gott getrennt, aber hat ihre Natur auch verareinigt. Und von da wieder lesen wir nicht mal, dass Menschen um Ebenbild Gottes gemerkt werden, so ist Adam, wir. Aber wir sind als gefallene Menschen gemerkt. Reine Menschen gemerkt. Von da wieder lesen wir dort, wie sie als Adam gemerkt sind. Und wenn einer dort lesen will, dort fängt wir in 1. Mose 4, Vers 3. Und du so lesen wir, wo Adam seine Kinder in Adams Bild gemerkt werden und nicht so in Gottes Bild. Und so bleibt es auch von der und Tag. Jeder wird mit dieser verdorvenen Natur geboren, der uns proben wird, einmal dort zu tun, wo das Fleisch jankert. Und es steht dort zu tun, was Gott will. Aber so ich all seht, wenn Christen mit dem Heiligen Geist gedeiht worden, dann beleben wir Wort. Wir bleiben eine Reinigung am Hort. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist gedeiht worden, dann reinigt Gott unsere Natur. In Matthäus 3, Vers 11. Und das ist der Wort von Johannes der Däuper. In Matthäus 3, Vers 11 sagt Johannes der Däuper, das hat er gepredigt in der Wüste. Er sagt, ich däupe ihn mit Wuter, dass die umkehren sollen, über die, was nur mir kommt, als stärker als ich, dem ich nicht wird sie, die Schau zu drehen, die wird jünt mit den Heiligen Geist und mit Feuer däupen, sagt er da. Mit Feuer. Und Johannes braucht Feuer als ein Bild von Wort. Reinigen. Wird Feuer von der und Tag nicht gebraucht, um Dinge rein zu merken? Zum Beispiel, was wird durch Feuer gereinigt? Gold. Ja, was noch? Silber. Right? Ja. So diese wertvollen Metalle wurden durch Feuer gereinigt. Was wird auch durch Feuer gereinigt? Vielleicht Wuta, right? Wenn wir Wuta kerken down, das reinigt dort Wuta. Was noch? Okay, dann habe ich Hausaufgaben. Dann kann ich Leute mal in ein Haus fahren, dann darüber denken und sagen, ob ich noch Beispiele erwähnen kann oder denken kann. Das sind viele Dinge, die durch viel gereinigt wurden. Und am Pfingsttag, als der Heilige Geist zum ersten Mal über die Christen ausgegossen ward, erschien 4 Flammen über die Jünger. 4 Flammen. So stangen ab die mit den Heiligen Geist gedeiht werden. Und das wies uns, dass sie mit 4 gedeiht werden. Nur dem, dass Petrus mit dem Heiligen Geist gedeiht ward, dann wir seine Natur war so rein, Christus Gott Adam und Eva gemerkt hat.
Das meint nicht, dass, wenn wir das erlebt haben, dass wir nicht mal sündigen können. Nee. Aber wenn wir das erfahren haben, liebe Geschwister, ist das heilige Leben so viel leichter zu leben. Wenn es dort wählen, was immer du gewiss ist. An so einem großen Eck, was du immer ist, right, oder wir, dort wird weichgenommen. Dann ist es so viel leichter, dass du da Gott an sagt. Das ist so viel leichter. Und der zweite Bereich, wo Petrus und Pinsten verwundert wird, wie er dort heim mit dem Herrn Jesus gefällt wird. So, erst hat Gott am gereinigt und dann am gefällt. Er kriegt Mut in Kraft von Buben, von Gott selbst, wie es Gott mit seinem Jesus gefällt hat. Der Petrus, der sich mit den anderen Aposteln hängen, zugeschlutene deren verstürkt, hat nicht mehr Angst vor die, die am hasten. Und die haben am Seil gehasst. Und ich will einige Vers aus Apostelgeschichte 2, die wir noch nicht gelesen haben, nur für uns lesen. Die uns wiesen, dann wurde jetzt gefällt Petrus und Pinsten zu den Juden geredet haben. Okay, da wir mit Vers 22 anfangen. So, wenn ihr weiter in der Bibel aufmerken wollen, oder wenn ihr die nach aufhören, wir wollen mit Vers 22 anfangen. Petrus sagt, dass ich ein Herrn ist. Vers 22, je Männer von Israel, hört, was ich ihnen sage. Jesus von Nazareth, wie ein Mann, durch den Gott manchen Wunderwerken und Wundertigen deit, so es sie selbst weiten. Und Gott hat an seinem Plan beschlossen, diesen Jesus an die Hänge zu geben. Und die nehmen armen Leuten am durch Sünde hängen, Kreuz, Nählen und Todmerken. Und Vers 32. Vers 32. Diesen Jesus hat Gott vom Tod abgeweiht. Davon kann wie alle Zeugnis geben. Nu dat Gott am bei sich der rechte Hand erhoben hat, und hei vom Vater den Heiligen Geist gekriegen hat, der am versprechen wir, hat hei det utgeguten, was die nu hören in sein. Und dann Vers 36. Nu soll ganz Israel bestimmt weiten, dort Gott diesen Jesus, den die Kreuzigten, zu des Herrn, auch Christus, gemerkt hat. Liebe Geschwister, das hört sich nicht in der Petrus, der Jesus dreimal wegen Angst oder dreimal aus Angst verlor. Wo wir hier nu so anders, wie es mit den Herrn Jesus gefällt wird. Jesus sagte seinen Jünger in Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, 49. Ich will jün dort schauen, was mein Vater jün versprochen hat, aber blieb in Jerusalem, bei der Kraft von Buben ever jün kommen wird. Kraft von Buben. Diese Kraft offenbart sich in verschiedene Wege. Zum Beispiel durch die jährliche Gaben, die wir als Christen vom Heiligen Geist kriegen, wovon wir in 1. Korinther 12 lesen dann. Besonders an der Vers 4 bis 11. Über diese ganze Aufschnitt, wo ich von ersten Mal jetzt nicht für uns lesen, ich will über die Vers 4 bis 6 für uns lesen. 1. Korinther 12 von Vers 4 bis 6. Paulus sagt, du sind verschiedene Gaben, aber du hast ein Geist, der Heilige Geist. Du sind verschiedene Diensten, aber du hast ein Herr. Du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast ein Gott, der alles an allen wirkt. Dort, wo der Geist an jedem wirkt, als du zu gegeben, dort allen zum Nutzen dein soll. So, durch den Heiligen Geist kriegen wir diese verschiedenen Gaben. In Vers 2 aus unserem Text los, wie sie werden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, du nur, was der Geist an dort mehlig merkt. Hier so, also klar zu sein, dort Christen, die mit dem Heiligen Geist gedeibt sind, geistliche Gaben kriegen. Aber wir sollen nicht glauben, dass jeder dieselbe Gaben kriegt, right? Oder kriegen wir alle dieselbe Gaben, wenn wir mit dem Heiligen Geist gefällt sind? Merkt Gott uns dann, alle kriegen immer rein, kriegst das Kirchen? Right? Wir gleichen nicht, wenn die Kirchen alle immer reinlooten sollen, nicht? Aber so schafft Gott nicht, right?
Er merkt uns verschieden, und wenn er uns mit seinen Jes fällt, dann gibt er uns verschiedene Guven, so dass wenn wir taub schaffen, dann, wie taub dort tun kann, was Gott von uns als Gemeinde verlangt. Wir losen, du sind verschiedene Guven, über du es ein Jes. Und wenn wir mit dem Jes gedeibt sind, dann halbt Gott uns, jährliche Frucht zu drehen. Right? Und das ist noch ein Punkt, wo Gottes Kraft an uns zu sein ist. Und obwohl jährliche Guven wichtig sind, dort sind jährliche Früchte, wo die Natur in dort Hort Gottes reflektieren darf. Gottes Wort sagt uns in Galater 5. Galater 5 von Vers 22 bis 25. Galater 5 von Vers 22 bis 25. Denn jetzt seine Frucht ist, diese würden wir alle gut kennen, Liebe, und Freude, und Friede, ja, Geduld und Freundlichkeit, und gut gesonnen sein, und Glauben, und Gelindigkeit, und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte vom Heiligen Geist. Dann sagt Paulus, gegen so eine Ast und ihr sagt nicht. Die Christus Jesus euch hier, haben dort Fleisch mit Last und Leidenschaften taub gekreuzigt. Und das war von Reden, right? Wir haben dort alle gekreuzigt. Gott hat dort gereinigt. Wenn wir am Geist leben, sagt er dann noch, dann werden wir auch am Geist wandeln. Um am Geist zu wandeln, müssen wir geistliche Frucht drehen. Und jeder Kind Gottes trägt geistliche Frucht. Aber um meine Frucht zu drehen, was macht Gott erst an uns tun? Uns reden. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Das ist, was Jesus uns sagt in Johannes 15, Vers 2. Alle ranken an mich, die nicht Frucht drehen, schnitt er auf. Okay? So dass weißt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann drehen wir Frucht durch den Heiligen Geist, ja. Aber wenn wir meine Frucht drehen werden, über alle Ranken, sagt Jesus, die durch Frucht drehen, reinigt er, dass die meine Frucht bringen kann. Ja. Wenn wir diese Reinigung beleben, wenn wir uns mit den Heiligen Geist fallen, dann drehen wir viel mehr Frucht. Und bitte gesagt, dann kann Gott viel mehr Frucht an uns und durch uns verbringen. Dort ist wichtig zu wissen, dass unsere geistlichen Guven und Früchte vom Heiligen Geist kommen und nicht von uns selbst. Der Geist Gottes will uns fallen, sodass er uns brücken kann, um seine Kraft zu wiesen. Er schafft durch uns, um das Evangelium zu verbreiten, in der Welt zu wiesen, dass Gott existiert. Und als die Apostel und Pinjsten predigten, dann merkte Jesus dort sehr klar, dass es Gott wird, der durch an schaffen deit, durch an reden deit. Petrus zum Beispiel zitiert dort Buch Joel, wo Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dass ich, Gott, meinen Geist über alle Menschen deuten war, jene Sehens und Deichter wollen prophetisch reden, jene junge Männer wollen Visionen sein, jene alle Männer wollen Träume haben und eben Männer in Frühes, die mir dein, wo ich an der Zeit meinen Geist utdeuten und die wollen prophetisch reden. Und ich war boven am Himmel Wunder down und auch tiekend unger, aber ihr, die mir dein. Von der Samarias, liebe Geschwister, habe ich sein, wo Gott Petrus und Pinjsten verwandelt hat. Petrus wird mal einer der vielen Dinge getan oder gesagt hat, was salzsüchtig wird, menschlich wird. Gewöhnlich will er dort reichte down, über seine verdorbene Natur mögt dort schwer verarmen. No, besser gesagt, mögt dort allmählich verarmen. Aber dort down, was Gott von ihm haben will. Über Dan und Pinjsten. Was er mit den anderen Christen taub wird, ward er mit den Heiligen Geist gedeibt. Gott reinigt ihm seine Natur und fällt ihm mit seinem Geist. Und dort gibt wenigstens noch einen Beweis, wo Gott Petrus sein Leben verwandelt hat. Und dort wo wir mit Gottes Hilfe an der nächsten Stunde betrachten. Amen.